willkommen, liebe Kinder, zu einer neuen Folge von Himmelwärts Online. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt alle schon lange darauf gefreut. Zum Anfang werde ich euch jetzt gerade einen Witz erzählen. Sind ihr bereit? Also, ich fange an. Ein Junge geht in die Geigenstunde. Er öffnet den Geigenkoffer und sieht darin eine Maschinenpistole. Darauf sagt er laut: Mist, jetzt steht mein Papa mit der Geige in der Bank. Und jetzt, nach dem Witz, geht es jetzt gerade weiter zum Super Mario. So, liebe Kinder, alle aufstehen, wenn ihr noch nicht steht, zum Bewegungen vom Super Mario mitmachen. Unser Ziel ist wieder mal, den Endgegner zu besiegen, aber das Mal wird er noch sämtlich strenger. Also, alle losrennen. Achtung, ein Wassergraben und gerade nochmal eine Münze. Achtung, ein Tunnel, ein scharfe Rechtskurve und jetzt ein Wassergraben und gerade nochmal ein Tunnel, ganz weit abgeguckt. Dieser Tunnel ist noch im Bau. Drüber hüpfen und ein Wassergraben, eine Münze, gerade nochmal eine höhere Münze, aufgeguckt vorne und weiter rennen. Und jetzt, da sehe ich schon den Endgegner. Ein Sprint loslegen und Vollgas. Und da ist er schon. Das Mal wird er ganz sicher eine Waffe dabei haben, weil er immer verloren hat gegen mich. Also, wir müssen das mal 30 Mal boxen, um ihn besiegen zu können. Ach, du hast nicht abgedrückt. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. 18, 19, 20. Achtung, jetzt macht den ganzen großen Schuss. Alle abgewogen. Und wieder Treffer. 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und jetzt hier eine Spezialwaffe. Abgekumpelt und fertig. Wir haben ihn gerade noch besiegen. Das ist streng gewesen. Hey, und ich hoffe, ihr habt gerade den Endgegner besiegt und ich vermute, ihr habt es auch geschafft. Mit Gottes Hilfe schaffen wir ja alles. Und jetzt wollen wir doch gerade Gott loben und preisen mit einem coolen Worship-Song. Deine Worte sind klar und wahr. Von dir ausfließt all die Liebe, nimmt mich ein, ganz und gar. Und alles Leben kommt von dir, bin ich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, für mich zu bestaunen. Nichts und niemand ist dir.
Volk Israel ist nach wie vor in der Wüste. Und natürlich haben sie auch etwas essen. Und heute werden wir sehen, wie Gott das Volk Israel mit Essen versorgt hat. Und meine Frage an dich heute ist, weisst du, wie das Brot geheissen hat, das Gott dem Volk Israel geschenkt hat? Wenn schon, dann mega cool. Und wenn noch nicht, dann passt gut auf und wir werden es zusammen miteinander herausfinden. Und jetzt wollen wir doch gerade schauen, was das Volk Israel dann zu essen bekommen hat in diesen 40 Jahren Wüste. So, also, Hannah und Deborah, schaut, das Manna, das ist jetzt das Essen, das von Gott gekommen ist. Jetzt könnt ihr das einsammeln, aber nur so viel, wie es reinpasst. Ja, nicht mehr. Okay, ich fange viel mehr als du. Nein, Ihr habt beide gleich viel Platz in den Körbchen. ich würde schneller haben. Ich muss Stitch. Wow, Mann. Hey, ich ja eins. Wow, so gut. Ich auch. Gerade gefangen. Nein. Ich fange wieder. Mami, dürfen wir eins probieren? Nachher dann, könnt ihr zuerst mal alle sammeln. Oh, schau mal, da ist noch viel. Oh Mann, es lebt ja. Du Josefat, was ist da los bei dir? Leck, du bist Zeug ist voll Würmer. Josefat, Ja, hast du gestern mehr gesammelt, als für was du brauchst für einen Tag? ja. Ich habe gedacht, wenn ich mehr einsammle, muss ich heute nehmen und ja. Ich habe dir doch gesagt, wenn du mehr sammelst als für einen Tag, dann wird es schlecht und grusig und fängt an zu stinken. Jetzt musst du dich nicht wundern, dass es so grusig geworden ist. Ja. Wann lernen die endlich mal zu hören? Weisst, es ist ja auch mega kompliziert. Ich meine, stell dir mal vor, wie es in Ägypten war. Ich meine, dort haben wir alles vor der Haustür gehabt. Wir hatten Lauch, Bingusirub, Zwiebeln. Oh Mann, das war so gut gewesen. Gewürze und alles. Hey, am liebsten würde ich wieder zurückgehen. Gehen wir wieder zurück? Verlauch! Willst du zurück in die Sklaverei? Du Lauch! Was läuft bei dir? Kinder, könnt ihr euch vorstellen, für Lauch Sklaven zu sein? Ja, habe ich es doch gedacht. Nein, Josefat, wir gehen nicht zurück in die Sklaverei für ein bisschen Lauch, sondern wir gehen weiter ins verheißene Land, wie es Gott uns versprochen hat. Hey, Gott hat das Volk Israel ja mega cool versorgt mit Essen. Jeden Morgen hat es das Brot, das Manna, einfach am Boden gehabt und sie konnten es auflesen. In der Bibel steht, das Manna war weiss und körnig und hat geschmeckt wie ein Kuchen mit Honiggeschmack. Ich glaube, das war mega fein. Gott hat sein Volk so cool versorgt. Aber er hat ihnen auch ein paar Anweisungen gegeben. Und zwar haben sie jeden Tag nur so viel sammeln, wie sie an diesem Tag gebraucht haben. Ausser für den Sabbat, das war ja der Ruhetag, wo niemand geschafft hat. Dort haben sie am Tag vorher für 2 Tage gesammelt. Und sie haben nichts für am nächsten Tag übrig gelassen, sonst ist es verfault, wie wir gesehen haben beim Josaphat. Und ich glaube, das war für die einen sicher eine mega Glaubensprobe und Herausforderung. Stellt euch vor, heute hat es ganz viel Manna und ihr könntet so viel einsammeln, wie ihr wollt. Aber Gott hat gesagt, ihr dürft nur so viel einsammeln, wie ihr heute braucht. Und dann müsst ihr darauf vertrauen und Gott glauben, dass es auch am nächsten Tag wieder genug Manna haben wird. Aber Gott hat sein Volk immer mit genug Essen versorgt. So mega cool. Hey, und weisst du, was wir machen können, wenn wir Hilfe oder Versorgung brauchen? In der Bibel steht ganz ein cooler Vers, den ich euch gerade vorlesen möchte. Und zwar im Psalm 50, Vers 15. Da steht: Rufe zu mir in Tagen der Not. Dann werde ich dich retten und du wirst mich preisen. Es steht da, wenn wir Not haben, oder in anderen Übersetzungen, wenn wir keinen Ausweg mehr sehen, dann sollen wir zu Gott um Hilfe rufen. Er wird uns retten und wir werden ihn preisen. Das heisst, ihn loben und ihm Danke sagen. Das finde ich so cool. Gott kennt uns so gut und er sagt, hey, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Versorgung braucht, kommt zu mir. Ich werde euch retten und ihr werdet mich preisen und mir Danke sagen. Gott freut sich so fest, wenn wir ihm Danke sagen, wenn wir ein dankbares Herz haben. Und darum wollen wir das jetzt gerade zusammen machen.
Wir wollen Gott Danke sagen. Du kannst dir gerade mal 3 Sachen überlegen, für die du Gott dankbar bist. Zum Beispiel könntest du Gott dankbar sein für deine Gesundheit, wenn du gesund bist. Oder für alles Essen, das wir täglich essen dürfen. Oder dass du in einem Haus oder in einer Wohnung darfst leben und ein Dach über dem Kopf hast. Oder vielleicht, dass du ein warmes Bett hast, wo du jeden Abend reingehen darfst. Dass wir warmes Wasser haben zum Duschen. Wir können Gott auch mega dankbar für die Bibel sein, dass wir die Bibel dürfen haben und lesen und ihn so besser kennenlernen. Ganz fest dankbar können wir Gott natürlich auch sein dafür, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, für die Sünden der Menschheit gestorben und wieder auferstanden ist, wo wir ja an Karfreitag und Ostern daran gedacht haben. Es gibt so viele Sachen, für die wir Gott dankbar sein können. Hast du 3 Sachen schon? Sonst kannst du noch weiter überlegen. Hey, und es ist so cool, wenn wir auch den Tag durch Gott immer wieder Danke sagen. Wenn wir Gott Danke sagen für das, was vielleicht gerade passiert ist in der Schule, wenn wir etwas Cooles erlebt haben. Wir können Gott auch vor dem Essen immer wieder Danke sagen, dass er uns so viel gutes Essen und Trinken gibt. Oder am Abend vor dem Schlafen können wir Gott Danke sagen für den Tag, was alles an dem Tag passiert ist. Oder wenn der Tag nicht so cool war und nicht so viele coole Sachen passiert sind, dann können wir Gott Danke sagen, dass er immer bei uns war. Hey, mach doch das. Einfach während dem Tag vor dem Essen oder vor dem Schlafen gehen. Gott immer wieder Danke sagen. Weil Gott freut sich mega fest darüber. Und darum wollen wir jetzt gerade zusammen Gott Danke sagen. In unseren eigenen Worten. Du kannst es machen, während ich Gott Danke sage für diese 3 Sachen. Ja, danke Gott so viel mal für deine Versorgung mit dem Essen, das ich täglich haben darf. Danke Gott, dass ich Jesus Christus kennen darf, der für meine Sünden gestorben ist. Und danke Gott für meine Freunde und Familie. Amen. Hey, und so kannst auch du Gott Danke sagen, weil Gott freut sich, wenn wir ihn preisen für das, was er macht. Und nicht vergessen, wenn du Hilfe brauchst, wenn du keinen Ausweg mehr weisst, dann ist die Antwort im Psalm 50,15. Und das ist so cool, weil das ist wie sozusagen die Notrufnummer aus dem Himmel. Das kannst du dir mega einfach merken. 50,15 ist der Psalm, der steht, wo du sollst hingehen, wenn du Hilfe brauchst, nämlich zu Gott. Er wird dich retten und du sollst ihn dann preisen. So wie er das Volk Israel versorgt hat mit Manna, so kann Gott und wird Gott auch dich versorgen. Gang zu Gott, wenn du Hilfe brauchst. Und jetzt wollen wir noch die heutige Frage vom Tag auflösen. Und zwar, meine Frage war, weisst du, wie das Brot heisst, das das Volk Israel von Gott jeden Tag neu bekommen hat? Du dich gerade mal überlegen. Weisst du echt noch, wie es heisst? Es ist ein bisschen ein spezieller Name. Ich gebe dir gerade 15 Sekunden Zeit, wo du es nochmal überlegen kannst. Im Theater ist es vorgekommen und ich habe es jetzt in der Geschichte auch noch erzählt. Weisst du es noch? Hast noch ein paar Sekunden Zeit, und zwar 5, 4, 3, 2, 1 und weisst es, das Brot, das Gott dem Volk Israel geschenkt hat, heisst Manna. Manna ist ein spezieller Name, aber das ist das Brot, das so fein schmeckt wie Kuchen mit Honig. Also ich hätte das schon gerne probiert. So hat Gott das Volk Israel während diesen 40 Jahren mit Essen versorgt, sodass sie nicht verhungern mussten. Unser Gott ist so mega gut und so gross. Und darum wollen wir ihm jetzt gerade nochmal Danke sagen mit einem Lied. Darum, wenn du noch nicht stehst, dann stand doch auf, dass wir zusammen Gott anbeten können, ihn loben und preisen für das, was er alles macht und ihm Danke sagen. Gehen wir vorwärts, mehr und mehr Land. Nehmen wir ein, jedes Gebet, eine mächtige Waffe. Satans feste stürzen nie, oh nie, oh nie, oh nie. Wir werden es über
wenig sehen, wie wenig sehen, wie Jesus überall sehen. Schritt für Schritt gehen wir vorwärts, mehr Land, nehmen wir die, jedes Gewalt, mächtige Waffe, Satans feste Stütze nie, und Schritt für Schritt gehen wir vorwärts, mehr Land, nehmen wir nie, jedes Gewalt, mächtige Waffe, Satans feste Stütze nie, und wenig sehen, wie Jesus überall sehen. Wenig sehen, wie Jesus überall sehen. Wenig sehen, wenig sehen, wie Jesus überall sehen. Wenig sehen, wenig sehen, wie Jesus überall sehen. Hey, so gut dürfen wir miteinander zusammen Lobpreis machen und Gott die Ehre geben. Ich tue jetzt gerade mit meinen eigenen Worten ihm noch Danke sagen. Das kannst du auch machen daheim. Ganz einfach. Schau, so geht's. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für all das Gute, was du uns gibst. Danke bist du auch an diesem heutigen Tag mit uns. Amen. Und man kann einfach sagen, was man gerade möchte, was einen beschäftigt. Man kann Danke sagen, man kann für Sachen bitten. Man kann ihm sagen, wie lieb man ihn hat. Ganz gute Sachen so beten. Jetzt machen wir weiter mit dem Basteltipp von der Seli. Heute zeige ich euch, wie wir etwas basteln können, das uns dabei helfen kann, zum Gott Danke zu sagen. Im Input habe ich euch ja erzählt, dass Gott sich mega freut, wenn wir ihm Danke sagen. Und manchmal weiss man vielleicht gar nicht so genau, für was wir Danke sagen können. Und das hilft uns dabei. Ihr kennt das Spiel sicher. Und zwar ist das, wo wir da so reingehen mit Zeigefinger und Daumen. Und dann können wir da das Spiel spielen. Und ich erkläre euch gerade jetzt nochmal, wie das geht. Und nachher zeige ich euch, wie basteln. Und zwar kann zum Beispiel die andere Person 3 sagen und dann müsst ihr es 3 Mal auf und zu klappen. Also 1, 2, 3. Und jetzt sehen wir da 5, 6, 7, 8. Und jetzt kann dann die andere Person kann zum Beispiel 6 sagen. Und dann könnt ihr 6 aufklappen. Und beim 6 steht «Mein Zuhause» und ich habe ein Häuschen angezeichnet. Und dann könnt ihr jetzt Gott Danke sagen für euer Zuhause. Und so weiter. Da habe ich ganz verschiedene Sachen hineingeschrieben, wo wir Gott dafür dankbar sein können. Und zwar für die Vergebung, die Gott uns schenkt, für die Bibel, eben fürs Zuhause, fürs Essen, das wir immer haben, für Freunde und Familie, für die Kirche oder andere Christen. Können wir Gott auch mega dankbar sein, dass wir andere Menschen kennen, die ihn auch kennen und lieben, für unsere Gesundheit und dass wir Gott einfach noch loben können, wie gross und gut er ist. Ihr könnt natürlich auch ganz andere Sachen hineinschreiben, aber das gibt uns coole Ideen, wie wir durch das Spiel Gott Danke sagen können. Und jetzt zeige ich euch noch, wie wir das basteln. Ihr braucht ein A4-Blatt und eigentlich braucht ihr ein Quadrat und darum müssen wir zuerst das machen. Für das müsst ihr diese Ecke an dieser Kante hier anfalten und schauen, dass es eine schöne Ecke gibt. So. Und jetzt, wenn ihr eine Schere habt, könnt ihr hier unten abschneiden. Und wenn ihr gar keine Schere habt, zeige ich euch, wie wir das sonst machen. Und zwar müsst ihr das jetzt einfach so umfalten. Und jetzt gerade nochmal so umfalten und schön gerade streichen. Jetzt können wir das noch einmal machen. Und jetzt können wir das nämlich einfach abreißen. Wenn ihr es ganz gut gefaltet habt, dann sollte man das so eigentlich recht gut abreißen. Und jetzt hat es da vielleicht nur noch so ein paar kleine Eckchen, die nicht so schön sind, was aber nicht so schlimm ist. Jetzt habt ihr das Quadrat und jetzt haben wir das ja schon einmal so gefaltet. Jetzt
könnt ihr es wieder gut auffalten. Und jetzt einfach diese Ecke zu dem Ecke da oben falten. So. Und dann auch wieder da gut zusammenfalten, dass die Kante schön runtergefaltet ist. Jetzt könnt ihr es aufmachen und jetzt müsst ihr mit jedem Spitz da in die Mitte gehen und wieder gut falten. Und jetzt einfach mit jedem Spitz da das Gleiche machen. So. Und jetzt noch der vierte. So. Und jetzt drehen wir es um und dann wieder in die Mitte falten. So. Und jetzt ist das Spiel schon fast fertig. Jetzt müssen wir es nämlich nur noch einmal so zusammenfalten, dass es dann auch gut falten. Und jetzt ist es eigentlich schon fertig. Und jetzt könnt ihr noch die Sachen draufschreiben. Und zwar, das ist jetzt das, was man nachher hier sieht. Da könnt ihr jetzt Zahlen draufschreiben. Zum Beispiel eben 1, 2 und dann 3, 4 und so weiter, 5, 6 und 7, 8. Und jetzt könnt ihr da etwas anzeichnen oder anschreiben. Weil das ist das, was man nachher dann beim Auffalten sieht. Und jetzt ist das schon fertig. Jetzt könnt ihr da Zeigefinger und Daumen, könnt ihr da rein tun. So. Und jetzt, am besten müssen wir das noch einmal falten, dass es auch wirklich gut geht. So. Und jetzt könnt ihr da einfach das Spiel so anfangen zu spielen, dann eine Zahl sagen, auffalten, schauen, was steht und Gott für das Danke sagen. Und jetzt gibt es noch einmal ein Spiel Micha gegen Selin. Wir werden gerade schauen, was es heute für ein Spiel ist, für eine Challenge und wer echt gewinnen tut. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Micha gegen Selin. Hey, der letzte Punktestand war ja ganz spannend. Der Micha 1 hat nur 1 Punkt gehabt und Selin 4 Punkte. Hey, kann der Micha das echt aufholen? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, das letzte Mal hat sie einen Publikumsbonus gegeben. Und wenn wir gerade mal schauen, wer echt den Publikumspunkt gewonnen hat. Und zwar hat der Publikumsbonus der Micha gewonnen. Wow, das hilft ihm sicher bei seiner 4:1 Niederlage im Moment. Also das heisst, er hat 4:2. Der Punktestand 4:2. Also gehen wir gerade mal schauen, was die heutige Challenge für uns bringt. Let's go! Hey, die heutige Challenge, ganz lustig. Und zwar geht es um Kappelhölzli. Die Hölzli, die wir alle wahrscheinlich kennen. Und zwar geht es darum, wer innerhalb von einer Minute den höheren Turm bauen kann. Sind ihr gespannt? Okay. Ich meine, bei dem Punktestand ist schon... Hey, jetzt muss ich mich einfach zusammenreißen. Jetzt musst du einfach. Richtig Sonst zusammenreißen. ziehe ich davon. Ja. Genau. Gut, also, tun wir anfangen. Achtung, fertig. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Oh, schau jetzt. Scheiße, ich weiß es nicht. Der Micha hat eine ganz klare Erfahrung abschauen. mit Türmbauen von Kapla. Da sieht man. Selin hat noch zuerst abschauen. Aber Geschwindigkeit. Sie hat aufgeholt. Und jetzt? Noch 40 Sekunden. Schau jetzt. Es ist knapp. Es kommt Herd auf Herd. Sag mal die Zeit nochmal. Jetzt, Das ist wahrscheinlich gleich fertig. He? Sag die Zeit. Weniger als 1 Minute. Weniger als 1 Minute, alright. Ich bin wieder gesperrt von dem her. Micha, gib Gas. Ja, ich weiß es nicht. Aber ja. Jetzt ist fertig.
Ich würde sagen, fett gewonnen habe ich. Noch nicht fertig. Jetzt ist fertig. Aber als es fertig war, ist es noch gestanden. Meins war höher. Ja, ja. Also, Es ist noch gestanden. Als es fertig war, ist meins noch gestanden. genau. Also, sehr spannende Runde. Der Punkt, man hat gesehen, am Schluss, wo es fertig war, ist ganz klar für den Micha gewesen. Hey, vielen Dank fürs Einschalten. Wir wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.